Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage von der Nation, das ist auch immer die Lage vom Mensch aus seinem Alltag. Das ist unter anderem auch die Lage vom Kind aus seiner Klasse. Von der Mom, die allein die Loyer stemmt, oder vom Salarié, den den Mindestlohn kriegt. Hier lässt sich die Sozialpolitik von unserer Regierung definitiv weisen. Das ist eine Sozialpolitik, die eine Panoplie von Entlastungen bringt für die, die es brauchen. Ja, eine Politik, die ganz gezielt den Leuten unter dem greift, die es am nötigsten haben. Leute mit Mindestlohn, Leute mit Revis, Leute, die die Allokation wie Scherze gut tun, Familien mit Kindern, die ihr Leute zu schildern haben. Alle Längerzeiher, alle Leute, für die die Last von den Energiekosten ganz schwer zu drohen ist. Der Mindestlohn ist nur steuerfrei. Also Sozialleistungen dürfen nicht nur deutlich geheischt, aber auch nach Deals automatisch ausbezahlt. Ohne, dass sie von sich aus musst du noch fragen. Das hilft Leute, die bislang am administrativen Dschungel verloren gegangen sind. Das geht noch nicht. Das kann ich just ausdrücklich begrüßen. Und das mache ich mir. Und das kann ich auch nicht schlecht reden oder einfach ignorieren. So wie die Opposition hier am Haus das gerne möchte, die Moyen an den Mitteln mehrfach gemacht wird. Sozialpolitik möchte sich aber nicht nur mit Steuerreduktionen, mit Allokationen, mit Primen, mit Gesetzen, die für favorable Arbeits- und Lohnbedingungen sorgen, und mit einer generösen Sozialversicherung. All das ist wichtig und kann nicht stark genug betont werden. All das reduziert Stress, Druck und finanzielle Sorgen. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist eine klare politische Schwach. Die Stärkung von der sozialen Kohäsion. Wir werden heute vierstreichen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine innovative und moderne Sozialpolitik, die ganz breit aufgestellt ist, die sich am Alltag von den Menschen herumspiegelt. Eine Sozialpolitik, wie kein so viel Druck gemacht wird. Eine Sozialpolitik, die präventiv aussetzt und die Menschen als Sozialwesen begreift, als sie an diesem Rolle auch stärkt. Eine Sozialpolitik, die bei der mentalen Gesundheit aussetzt. Ein ganz wichtiges Sujet, zu dem ich heute an Debat nicht quasi nicht hören will. Die mentale Gesundheit darf kein Tabu mehr sein, hat der Premierminister Luc Frieden gestern hier auf der Tribüne betont. Und dummer da der Fanger an einen Wund gelöscht, die nicht recht mit der Pandemie abgebracht ist. Heute wissen wir, dass es da beide Richtungen geht. Dass ein gesunder Geist an einen gesunden Körper auch herrscht, dass ein gesunder Körper nicht mehr mit einem gesunden Geist kann funktionieren. Sich nicht wohlfühlen, schlägt sich auf den Körper näher. Weil das Psychosomatik bekannt ist, bedeutet Krankheitsbilder wie Akutkrisen, Angst, Panikstörungen, Anpassungsstörungen, Burnout-Syndrom, Depressionen, Irrstörungen, Persönlichkeitsstörungen und so weiter und so fort. Mental Gesundheit ist fundamental wichtig für das Wohlbefinden, für den Stress am Leben zu begegnen, für sein Potenzial auszuschöpfen, für gut zu lernen und zu schaffen und zum gesellschaftlichen Leben beizutragen. Eine gute soziale Kohäsion, die uns ja alle Herz leid, fängt mit der mentalen Gesundheit an. Also ich finde auch durch hier Limiten, weil wir nicht alles machen, für sie zu stärken. Der Premierminister zusammen mit der Regierung 3 wichtige Maßnahmen an den Mittelpunkt gesetzt rund um mentale Gesundheit. Eine moderne Sozialpolitik schafft nicht mehr Siloen, mehr sie ist vernetzt. Und das geschieht mit einem neuen Fundament, dem digitalen Carnet de Santé. Es handelt sich nicht nur um einen digitalen Outil, sondern um ein Fundament für eine Betreuung von unseren Kindern und Jugendlichen, die mehr vernetzt ist. Ziel ist klar. Brücken zwischen den Professionellen zu bauen, für das Kind nicht durch das Netz fällt, für das Informationen, die wichtig sind, nicht verloren gehen, für das es nicht mehr 20 Mal die nämliche Geschichte zählen muss, wenn ihn Hilfe sieht. Konkret wird diesen digitale Carnet de Santé möglich machen, dass Doktoren, Psychologen, Sozialarbeiter, Edukateure und die Schulwelt Hand an Hand zusammenarbeiten und sich besser austauschen. Das wichtig medizinisch und sozial Donnie sicher, zuversichtlich und effizient gedeelt können gehen. Dass wir ein mehr performanten Case Management auf Beine setzen werden. Für die Familien bedeutet das eine konkrete Entlastung. Sie müssen nicht mehr bei allen Instanzen wofür aufhängen, erklären und sich justifizieren. Das spart nicht nur Zeit und Kraft, aber bringt auch mehr Gerechtigkeit. Weil all Kind und all Familien die Betreuung kriegt, die sie aufgrund von ihrer Situation noch braucht. Digitalisierung kriegt immer da einen ganz konkreten sozialen Wert. Sie denkt
de Mensch. Sie bringt Leute zu summen, also sie verbessert zu Summenarbecht an Effizienz rund Kanner. Aber besonders am Bereich fundamentale Gesundheit wird dem Vertrauen nulllächteren an Empathie geht, als das vernetzte Approach der Schlüssel von einer besseren Prise en charge. Diesen digitale Carnet gehört so zum Rückgrat von einem modernen, koordinierten Sozialsystem. Ein System, wo der Mensch nicht mehr länger mehr im Ginn von einem Netz von kompetenten Leuten, die sich gegenseitig ergänzen, erstärken. Herr Präsident, ein Hauptpunkt von der Rede zu der Lage von der Nation war die Resilienz. Mit Resilienz fängt auch bei all Einzelnen von uns an, wenn es an mentale Gesundheit geht. Dafür begrüßen wir, dass die CSVDP-Regierung die Hilfskuren für mentale Gesundheit stärken will. Die Hilfskuren für mentale Gesundheit müssen nämlich genauso selbstverständlich gehen wie die normal Hilfskuren. Genau wie jeder Grundbegriffe von der körperlichen Versorgung kennt. Blutstoppen, Ambulanzrufen, Symptome erkennen, soll auch jeder fähig sein, mit psychischen Signalen umzugehen. An so Formationen lehrt den Zeichen von psychischen Problemen besser zu erkennen. Ob die Leute zu gehen, denen nicht so gut geht, den Männern zu helfen, ohne zu bewerten, mit Empathie und Respekt, die betroffene Person weiter und die professionelle Hilfe zu feiern. Jeder kann einen ersten Schritt machen. Jeder kann einen Unterschied machen. Seit 2020, wo die Ligue la Santé Mentale so Formationen anbietet, haben sich rund 10.000 Leute formiert, was enorm ist. Darunter 2.000 Junge. Das 10.000 Leute bilden so ein Réseau und das ist ein Kreis von der Entraide. Es geht darum, dass wir uns um den anderen kümmern. Die Damen und die Herren, die dritte Initiative, die schaut, will auf hier als Screen-Life-Balance an unseren Schulen. Hier geht es klar Schutz und Bewusstsein am Platz von einem Verbot. Ein erster Schritt ist gemacht. An der Ostern sind Handien an der Grundschule limitiert. An der Peisten sind die Sekundär no. Decisionsmachthunnen am Schulalter zu limitieren. Es gibt Verbot. Mir bewusste Schwa für die Kinder zu schützen und ihnen Freiheiten zurückzugehen. An einer Welt von permanenten Notifikationen, sozialem Druck und digitalen Vergleichen ist es eine Chance, für uns mehr real zu kommunizieren, für Konzentration zurückzufinden und für Maden zu sein. Die Zeit, wo die Kinder an der Schule nicht mit dem Handy hantieren, sollen sie lernen, Technologie zu verstehen und nicht just sie zu benutzen. Fakten zu unterscheiden von Desinformation, aufmerksam zu sein, für sich nicht zu verlieren, als selbstbestimmt und gesund damit umzugehen. Die Reaktionen aus den Grundschulen sind schon ganz positiv. Kann also selber, dass sie mehr entspannt sind und dass sie mehr präsent an der Relation zu dem anderen sind. Digital Zukunft, KI und mental Gesundheit müssen zusammengehen. Resilienz als nicht just individuell, sie als kollektiv. Und als Regierung investiert genau daran. Herr Präsident, Resilienz fängt also an mit einem gesunden Selbstbewusstsein und mit Vertrauen als eine persönliche Stärke. Genau die Stärke soll den Kindern am Elternhaus und an der Schule vermittelt gehen. Fundament für eine gute mentale Gesundheit sind die Eltern. Eltern, die am Anfang vom Leben von ihren Kindern präsent sind, für das eine Festbindung kann entstehen. Ich begrüße heute ausdrücklich, dass der Premierminister auf Work-Life-Balance ergangen ist. Und das eine mehr grosse Flexibilisierung vom Congé de Maternité an Aussicht gestaltet wird. Wir müssen gerade am Leben so an uns Kinder mehr in den Mittelpunkt setzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Regierung weiß selbst ganz klar ist. Sozialpolitik kann modern, menschlich und nachhaltig gehen. Und das gleichzeitig. Wir unterstützen die es brauchen. Wir schaffen Strukturen, die entlasten, vernetzen und den Mensch an den Mittelpunkt stellen. Wir investieren in Kinder von morgen, an ihr mental stärkt und an ihre Zukunft. Weil eine stärker resiliente Gesellschaft fängt mit einem gesunden Menschen. Wir schon gesagt haben, eine moderne und innovative Sozialpolitik, die an eine komplizierte Welt passt, ist ganz breit gefächert. Sie ist transversal und geht weit über die klassische Definition heraus. Eine moderne und innovative Sozialpolitik, so wie diese Regierung sie versteht und noch umsetzt, als wie eine Auer. Für das eine Auer richtig tickt, müssen all die verschiedenen Räder schon perfekt an den Nähe greifen. Sicher
Erbecht, Renten, Gesundheitsversorgung sind die Großräder. Oder besser noch, sie sind Vierder, die den Takt virget. Me wann all die einer Redescher net mat drehen oder net a dieser Bühne nie gin, da geht dauer falsch. An da erkenne mir Zeschen von der Zeit net, mé richtig a verlehrende Mensch als ganzes aus dem Blick. Da los mat Leute, die als Höllle brauchen, am Rehstuhlen. Ich will nicht merci.